Steine. Herzlich willkommen bei brack.ch mit einem weiteren Stream mit mir, mit euch, dem Cyril. Und wir haben ein neues Projekt, das wir heute werden zusammen gemeinsam anfangen. Ich habe das letzte Mal schon ein bisschen erzählt. Jetzt haben wir wieder etwas abgeschlossen. Das heisst, es gibt etwas Neues. Ist ja logisch. Wir müssen ja immer wieder ein bisschen Nachschub haben. Vielleicht gibt es heute sogar mal etwas anderes. Ist auch tatsächlich so. Wir haben kein Lego. Jetzt bevor alle davon säckeln, wir haben trotzdem Klemmbausteine. Warum sage ich das? Weil es nicht von der Lego-Marken ist, sondern wir haben etwas von Wange, das mal. Ein grösseres Projekt. Und ja, ich glaube, ich spanne nicht länger auf die Folter. Ich heb es einfach mal schön in die Kamera rein. Es ist huge! Es ist von Wange, von der Architecture Serie, das Gartencafé. Darum steht das also wunderschön im Titel. Und das werden wir heute miteinander anfangen. Ganz eine coole Sache. Ich freue mich extrem. Wir nehmen das ein bisschen auseinander miteinander und dann so ein bisschen zusammenbauen miteinander. Und das wird richtig schön leger. Ich freue mich. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Und ihr habt bis jetzt einen ganz coolen, gemütlichen Tag gehabt. Endlich hat es ein bisschen abgekühlt. Man kann wieder die Fenster aufmachen. Es kommt ein bisschen kühl rein. Herrlich. Zwischendurch kann es sein, dass ich vielleicht geschwind da übergegangen und dann das Fenster nochmal aufschreissen. Mal schauen, wie das Mikrofon vertreibt, aber das sehen wir dann. Gut. Nehmen wir das Ganze mal ein bisschen auseinander. Also wir haben... Das ist so groß, ich muss schon richtig weit zurück hier. Das wunderschöne Boxart von dem Kaffee. Und wir sehen hier unten 2313 Teile haben wir. Dürfte ich glaube das grösste sein bis jetzt. Also es ist recht gewichtig. He? Also das wiegt ein bisschen etwas. Was haben wir sonst noch? Wir haben eine Referenz hier, was sich daran orientiert. Und wenn wir nämlich umkehren, sehen wir noch, woran das sich orientiert hat. An Frankreich. Also man hat sich hier bei der Architektur ganz klar an den französischen Bauten orientiert. Offenbar. Ich weiß nicht, wie Cafés in Frankreich aussehen. Höchstens vielleicht von Paris, diese typischen kleinen Cafés mit ihren metalligen Gartenstühlen und so. Aber das ist schon etwas Grösseres. Und ich bin gespannt, wie auch das Innenleben aussieht, ob es ein Innenleben hat. Wir werden es noch sehen. Noch ein paar kurze Introduction hier. Wenn ich das so habe, kann ich das kaum lesen. Es ist eigentlich meine Introduction zu der Architecture Series von Wange, wo sie sich halt eben an verschiedenen Architekturstilen von den verschiedenen Ländern orientieren. Und eben bei dem ist jetzt Frankreich, und wenn wir hier oben schauen, steht dann noch Paris. Also ein Café in Paris. Fantastisch, ich freue mich. Achtung, Erstickungsgefahr, Kleinteile. Wir tun uns heute ein bisschen zusammennehmen, auch Dual-Play. Genau. Ja, ich weiss. Die kommen aber recht schnell. Darum eben heute ist einfach nur Klemmbausteine mit Wange. Und es ist Set Nummer 6310. Was haben wir schon noch? Grössenangaben, die haben wir noch gesucht. Ein bisschen mehr als 40 cm hoch, fast 34 cm in der Breite in der einen und in der anderen 23,5 cm. Recht gross. He? Das wird mega cool. Und ich glaube, wir machen da jetzt auch gerade mal die Schachtel auf, wenn ich da geschwind übergegangen. Die Kamera langt jetzt halt leider nicht für die ganze Schachtel. Und ich muss gerade mal schauen, wo wir das Ganze anfangen aufmachen. Ich habe hier meinen wunderschönen Brieföffner dabei. Und ich mal versuche, bei diesen Kanten reinzukommen. So. Eigentlich sollte man das da einfach aufmachen, aber es ist leider geklebt. Dann wird es halt ein bisschen schwieriger. Ich hoffe, ich bin am richtigen Ort reingegangen. Das sieht nämlich nicht danach aus. Es hat eben schön zwischen Karton und Klebe kommen.
So. Wir uns hier durchschaffen. Also das ist so gut zugeklebt, wenn ihr das dann bestellt bei uns. Es kommt sicher mit allen Teilen an. Außer es hat in der Kartonschachtel selber schon jedes Teil auffällt. Aber das sollte wirklich nicht passieren. Ah, schön. Gut. Einmal. Wow, riesig. Okay. Ich habe, glaube ich, die eine Seite zu viel aufgemacht. Ich würde behaupten, wir hätten die auf der Seite zusammenladen können. Jesus. Also es ist huge, hä? Also ich sehe das, es sind so viele verschiedene Päckchen. Zum Glück sind sie aber nummeriert. 8, 5, wahrscheinlich bis 378, so wie das aussieht von der Menge her. Und wenn ich auf die richtige Seite aufgemacht hätte, dann wäre ich auch ganz oben noch die Anleitung. So. Diebstahlsicher, ja, wirklich, ey. Schlimmer wie die silbrigen Metallköfferli da, die nicht kaputt gehen. Wir haben wieder unser hilfvolles Werkzeug, wo wir die ganzen Sachen rausziehen können. Hier auch noch eine interessante Erweiterung von dem, was wir schon kennen. Für die gekreuzten Bausteine vielleicht reingehen und die dann rauszuhebeln. So, wie machen wir das jetzt? Ich schiebe das mal auf die andere Seite vom Karton über. Weil ich es jetzt so wunderbar auf der falschen Seite aufgemacht habe, wird es ein richtiges Chaos auch, um den richtigen Teil zu finden. Vom ersten. Ich habe es 2 gefunden. Irgendwo wird es 1 sein. Okay, kümmern wir uns nachher drum. Wir lesen hier. Also es ist Querformat so drauf. Aber nachher innen dran ist dann wieder Hochformat. Also wirklich ein bisschen anders dargestellt, wie wir das wahrscheinlich kennen. Gerade relativ viele Teile auf einmal. Es spiegelt leider ein bisschen. Aber wir sehen hier oben dran sehen wir die ganzen Teile, die es braucht jetzt für den ersten Schritt. Ziemlich viel. Und ich hoffe, ich kann das richtig auseinandernehmen, weil wir haben schon gesehen, dass ich ab und zu ein bisschen Schwierigkeiten habe. Und wenn wir da ein bisschen weiter hinten gehen, dann tun wir wirklich da schön den Aufbau machen, ein bisschen Fensterchen und so weiter. Es sind für die Grösse, die das hat, wirklich nicht viele Seiten. Es sind 47 Seiten. Anleitung für fast 2500 Teile. Darum, wie gesagt, pro Schritt sehr viele Teile, die wir brauchen. Was hier ebenfalls nicht gesagt wird, oder vielleicht gesagt wird, man weiß es nicht so genau. Hier oben hat es ein oranges Nummerli, dort ist ein 1 drauf. Könnte der erste Schritt sein, könnte der erste Beutel sein hier. Wahrscheinlich ist es der erste Beutel, wir werden es jetzt nachher herausfinden. Ja, könnte spannend werden. Wie gesagt, ich habe schon ewig nicht mehr und baue nicht regelmäßig Klemmbausteine zusammen. Aber das ist ja vielleicht gerade cool für Leute, die in das Hobby reinkommen wollen. Oder erst angefangen haben, hey, kann ich das zusammenbauen? Brauche ich einfach ein bisschen Zeit? Aber ich habe es mit 13 geschafft, einen kleinen Benziner, ein ferngesteuertes Auto zusammenzubauen. Dann wird das wohl auch klappen. So, gut. Ich würde sagen, wir legen los. Und zwar mit dem Fundament einerseits und dann haben wir da unten dran haben wir noch so kleine Müsterchen vom Vorplatz, die wir bauen dürfen. Und für das brauchen wir die glatten Teile hier oben. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass 1 gleich Nummer der Tüte ist. Hey, wow! Okay, also ich habe 1 habe ich. Und wenn ich jetzt da rein schaue, sieht das ja ein bisschen nach diesen Teilen aus, die wir brauchen, aber auch nicht so richtig. Und wenn ich ganz hinten schaue, dann
Da steht die einfach 54 für Schritt 54. Also ist die Tüte nicht gleich Nummer des Schrittes, also Nummer von dem Step, den wir jetzt gerade sind. Ich nehme jetzt einfach mal alle Eis raus. Das ist so viel. Also ich muss das geschwind am Boden legen, weil sonst komme ich echt nicht klar auf mein Leben nach. So, weg, tschüss, bodenmässig. Die gehen ja nicht kaputt, also so schnell kaputt. Zwei schön, brauchen wir jetzt aber nicht. 6, nein, tschüss. 1, sehr gut. Nummer 1, wir nehmen Nummer 1, nochmal auf 1. Also es hat noch andere Nummern drauf. Es hat noch hier noch ein 3. Aber auf der Tüte selber hat es keine Zahl jetzt auf der. Da hat man es auch vergessen gehabt, in dem ganzen Style mit diesen Klötzchen die Nummern drauf zu tun und hat sie dann einfach drüber geklebt. Kann man machen. Gibt vielleicht ein bisschen Vorahnung, dass vielleicht das eine oder das andere nicht so durchdacht ist. Jetzt bin ich einfach so neutral dran gegangen. Wie viel brauchen wir von denen? Wir brauchen erst mal 2 von diesen grauen grossen da. 8, 5, 1, 9, 8, 3, 10. Das ist absolute Wahnsinn, wie viele Teile das sind. 4, 6. Gut. So, und jetzt muss ich mal die Kiste weg tun. So. Weil eben mehr Teile pro Schritt. Ja, das sehe ich jetzt wirklich gerade so. Wallplay, das ist wirklich ein bisschen die Challenge auch, die das mit sich bringt. Weil ja, man hat wahrscheinlich nicht gleich viel Geld, um das Ganze in die Planer und Designer reinzustecken, die sich tagelang den Kopf zerbrechen. Wie kann ich das am einfachsten vermitteln in einer Anleitung? Und wenn jetzt das vom grössten Marktteilnehmer kommt in das ganze Produkt, dann wäre wahrscheinlich das da etwa 300 Seiten oder so. Und wir würden beim ersten Schritt die 5 Teile setzen. Sehr wahrscheinlich. Jetzt sind es aber gute 50 Teile etwa so. Ich denke, wir fangen mal an. Ich lege das einfach so an, wie es etwa so sein sollte. Mein Gott, Walter, ey. Also, ich hoffe, ich verhühnere nichts. Und ich habe alle Teile. Also das ist wirklich sehr viel. Und das da, das sieht jetzt so aus, als bräuchten wir es auch mal. Da hat es die braunen Teile drin, die brauchen wir eigentlich auch. Ja, wahrscheinlich würde es aber auch 700 Stutz kosten, das stimmt, ja. Absolut. Und wahrscheinlich müsstest du 2 kaufen, damit du es zusammensetzen kannst. Dann hast du noch die eine Hälfte und dann kaufst du die andere Hälfte noch und dann hast du dann das Ganze. Das ist auch eine kleine Kontroverse dort lostreten. Für eine gewisse Pyramide. Aber so ist das halt mit diesen Hobbys. Die werden immer teurer, oder? Und wir armen Sammler, die so viel Geld reinstecken, müssen halt noch mehr Geld in die Hand nehmen. So, okay. Ich glaube, wir fangen einfach mal mit diesen blauen da oben an. So ein bisschen der Rand, oder? Wie bei den Puzzles. Wenn ich die so anschaue und anfühle, sie sind einfach ein bisschen. Also, sie sind nicht ganz so hochwertig. Also, es ist schon, sie sind stabil und tun sich nicht gross verbeugen, das absolut. Aber sie sind auch die an der Seite so recht abgeschliffen, nicht so fein, oder? Wenn ich jetzt das müsste vergleichen mit dem Branchenkönig. Und wir sehen es nachher, ob es wenigstens gut zusammenhält und alles und bis zum Schluss eigentlich auch daherkommt. Das ist dann vor allem wichtig. So,
Starten wir mal die Odyssee in unser Pariser Café. Schauen wir, wo das einführt. Was ich jetzt hier nicht genau gesehen habe, das ist ein bisschen schwierig. Ich kann jetzt glaube ich nicht zoomen. Aber vielleicht kann ich es geschwind einschalten, dass ihr da seht, von was ich rede. Ich da geschwind den Autofokus. Ja, die Kamera hat ein bisschen Mühe. Hier. Also wir haben zwei von diesen schwarzen Teilen. Einmal das ganz normale viereckige und einmal mit Rundungen. Und das ist jetzt hier relativ schwierig zu erkennen, ob auf der einen Seite eins mit Rundung ist oder nicht. Wir können jetzt einfach abzählen und dann wissen wir, es ist eins mit Rundung. Aber eben, Teufel steckt halt da ein weiteres Mal im Detail. Ja, also ich meine, wenn ich zurückdenke an die Anfänge, oder, dann hast du ja einfach von diesen Starter-Set mehrere gekauft, damit gewisse Sachen hast können entsprechend zusammenbauen. Irgendwie, keine Ahnung, doppelte Ritterburg, damit hast du können so ein riesen vormachen und vielleicht noch kleine Häuschen nebendran und so. Ja, dort war es früher vielleicht noch nicht so das Problem gewesen. Gebe ich dir absolut recht. Aber man ist halt ein bisschen empfindlicher geworden, oder? Weil das Hobby grösser ist, es gibt mehr Anbieter und es gibt mehr Sachen, wo du sagst, hey, das ist mega cool, das wollte ich unbedingt auch haben, wollte ich bauen, wollte ich in meiner Sammlung, was auch immer. Oder? Also du hast eigentlich, wenn man davon ausgeht, dass du damals gleich viel verdient hast wie jetzt, hast halt weniger im Angebot gehabt, dir können ein paar Sachen kaufen und das war's dann. Und jetzt hast du einfach so viel mehr Angebot für etwas das Gleiche, was du verdienst. Das spielt auch ein bisschen drin, oder? Ich soll jetzt scheinbar noch lange haben. Ah, da sind sie ja. Im Zusammenstecken geht es bisher gut. Es ist nicht ganz so eng überall da dazwischen, wie man sich das sonst gewohnt ist. Also es hat ein bisschen einen Spalt dazwischen, wenn man das irgendwie so hat. Ich weiß nicht. Ja, man sieht dort durch das hellblaue Teil ein bisschen durchschimmern. Hätte man sicher ein bisschen kompakter noch machen können. Aber was cool ist, dass es eben sich auch an der echten Architektur orientiert und dass man da versucht hat, etwas Schönes, etwas Größeres zu kreieren, wo Spaß macht, wo man sich auch am echten Leben dann ein bisschen orientieren. Ich weiß jetzt nicht, ob es das wirklich in echt gibt, das Café. Es heisst einfach nur, es sei von der Architektur her ähnlich wie Paris in Frankreich. Aber ob es das Kaffee wirklich gibt, wage ich zu bezweifeln. Ja, da ist schon der erste falsche drin. Wir brauchen da die hellen. So. Also das ist eindeutig der Bordstein hier. Battle Pack von Star Wars. Du musst 4 bis 5 davon kaufen. Ja, gut, dort haben wir sowieso noch das Franchise-Problem mit Star Wars, oder? Dann ist einerseits Branchenkönig, dann ist andererseits Star Wars. Dann hast du zwei Sammlerwelten, die aufeinandertreffen, wo du kannst sagen, ja, die sind ja bereit, ein bisschen Geld für das auszugeben, oder? Und klar, als Sammler nimmt man das schon in Kauf. Aber irgendwo ist dann halt eben auch einfach mal gut. Also ich habe früher auch eine riesige Videospiel- und Konsolensammlung gehabt. Und ja, dann musst du halt einfach mal Geld in die Hand nehmen, wenn irgendwie so ein japanisches RPG watchen, wo nur 500 Stück in Amerika davon produziert worden sind oder so. Das ist dann halt so. Aber mit dem ist dann halt so, ja, ist man halt je länger, je mehr
nicht mehr so einverstanden. Ich muss schauen, dass ich da die richtig grauen, die hellen nehme. Was von denen überhaupt helle? Ah, da. Ich brauche so ein langes. Okay. Dann da wieder ein bisschen. Ich hoffe, das fügt sich da noch irgendwie ein bisschen zusammen. Das wäre schön. Das hätte man hier sicher ein bisschen besser können lösen, aber es ist wahrscheinlich einfach vom Maß her, dass es jetzt hier halt gerade einen Schnitt gegeben hat. Aber dann hätte man bei der Planung können irgendwie etwas schieben, dass das schon ein bisschen zusammenheben würde. Weil in der Regel fangen die Leute sehr wahrscheinlich mit dem Rand an. Und jetzt haben wir da schon wieder zwei Teile, wo eigentlich den Gap da nicht schließen. Zwei von diesen kleinen blauen. Aber die ohne das. Eins habe ich gefunden. Wehe. Da, gut. Es hält immer noch nicht zusammen, hä? Schade, schade, schade. Aber gut, vielleicht ist es ja auch so geplant und am Schluss kann man es so aufmachen und reinschauen. Das wäre eine Möglichkeit. Das fände ich wiederum sehr cool. Dann würden nämlich die Teile da auch Sinn machen, die so als Scharnier funktionieren. Gewisse Sätze nur wegen der Figur, ja. Ich verstehe das, absolut. Cool wäre ja, wenn man einfach nur die Figur könnte bestellen. Aber eben. Also weißt du, solange es die Leute kaufen, würde ich mit meinem Geschäft auch sagen, hey, sorry, wenn ihr das kauft, dann ja, wieso soll ich auf den Umsatz verzichten? Ausser ich bin Pionier und gehe als Erster voraus und sage, ja, wir machen es jetzt anders. Bei uns könnt ihr das kaufen, was ihr gerade braucht. So wie bei lustiges Taschenbuch. Wenn dir ein Buch fehlt, also ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber früher war es so gewesen, dann hast du einfach können, das Buch, das du hast wollen, nachbestellen. Und dann hast du das dann einmal bekommen. Voll cool. Ich muss auch immer genau schauen, ob es 4 oder 6 Teile sind, weil eben es wird nicht genau angezeigt, welches das wir brauchen. Jetzt brauche ich noch so einen blauen da dazwischen. Also die Chance, dass es hier irgendetwas verhebeln und wir dann nochmal zurückgehen und etwas noch etwas anderes positionieren, die ist momentan relativ hoch. Jetzt brauchen wir... Ah, da sind noch welche. Gut. Okay. Sehr schön. Was ist denn dein letztes Set, das du zusammengesetzt hast, Slowplay? Ja gut, eben also die kleinen Teile oder... das habe ich jetzt zum Glück noch nie gehabt, aber kann man schon vorstellen, dass wie früher bei Ikea, früher, einfach mal irgendeine Schraube fehlt. Ja. Der Spech. Meine Mutter ist mal einen Bürostuhl für mich geholt. Ich glaube, der hat bei jeder zweite heim. Oben da so Leder und unten dran ist so, die Rückenlehne ist so irgendwie ein Netz. Und dann ist sie mit dem heimgekommen. Und dann hat der untere Teil gefehlt, also die ganzen Rollen dort,
das Teil halt, wo die Rolle drauf ist, wo auf und runter gehst. Ich weiß gar nicht, wie das heisst. Hat sie nicht mitgenommen, weil das ist natürlich ein zweites Paket, ja. Aber wenn... ich weiß nicht, warum ich nicht mitgegangen bin. Ich habe keine Zeit gehabt, da bist du schon noch gewesen. Aber sie hat das halt nicht gewusst, dass dort noch ein zweites Paket dazukommt. Das ist wahrscheinlich irgendwo gestanden. Logischerweise ist sie, oder sind wir dann zusammen zurück zu der Ikea und gesagt, hey, uns fehlt das Teil. Noch dümmer hat sie den Beleg nicht dabei gehabt und dementsprechend natürlich keinen Ersatz bekommen. Und was ist die Konsequenz von dem? Nochmal einen Stuhl kaufen. Richtig. Auch jetzt muss ich sogar die Noppen hier abzählen, dass ich das am richtigen Ort mache. Okay, cool. Also jetzt haben wir mal immerhin den Rahmen. Ich finde, der Rahmen sieht fast so aus, wie er sein sollte. Da fehlt noch ein blaues. So einen blauen kleinen. Da. Von dem brauchen wir zwei. Wo haben wir den anderen? Den anderen haben wir da hinten verbaut. Und dann müsste der da hin. Ja, gut. So weit, so gut, hä? Leute. Jetzt machen wir da unser schönes Vorplätzchen. Ich würde das gerne drehen, aber es geht leider nicht so ring. Wenn ich da noch seitenverkehrt muss bauen, dann mache ich erst recht etwas verkehrt. Man muss ein bisschen mehr drücken, wie beim Branchenprimus. Aber es kommt, glaube ich, gut. Die Gälen, sind das die richtigen Gälen? Das ist im Vergleich, weil in der Anleitung sind es einfach so zwei Helligkeitsstufen nebeneinander. Aber ich glaube, das ist schon der. So. Da gibt es da so schöne Sünneli auf dem Boden. Gestern zwei in Salon 2. Lego Max. Wolverine the Iron Man. Oh, Jesus. Da hast du viel Zeit gehabt oder habt ihr nicht so viele Teile? Ich weiß es leider gerade nicht, aber das ist heftig. Chapeau. Chapeau, dass du es geschafft hast. Ja, gestern. Was habe ich gestern gemacht? Gestern sind wir auswärts essen, ja. Ausnahmsweise mal vegan. Im Beiz Luzern. Liebe Grüße. Richtig gut gewesen, hey. Ich bin ja sonst wirklich so der klassische 0815 Fleischesser. Aber ich bin ja mal offen für etwas Neues. Das hat echt gut geschmeckt. Jetzt haben wir irgendwie ein kleines Problem. Und zwar hat es hier dazwischen ein Teil, ein graues. Und ja, was es für eins ist, schwierig zu eruieren. Einfach von der Logik her müsste es eigentlich ein dunkelgraues sein hier. Um das Muster fortzusetzen. IQ-Test lässt grüßen. Ja. Aber das ist halt, oder? Wenn man so viele Schritte auf einer Seite verbaut. Da kommt noch so eins. So, komm. Okay. Aber ich glaube, im Ganzen sieht es schon richtig cool aus. Aha, sind das so winzige Actionfiguren? Ja gut, dann geht's aber, oder? Dann hat wahrscheinlich ein Set auch nicht gerade irgendwie 100 Stutz gekostet. Ich habe immer ein bisschen mit den
mit diesen Gundam-Baumodell geliebäugelt. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Die sind im asiatischen Raum, wie es bei uns die Kampfjets und Panzer gibt zum Zusammenleimen und dann anmöllern. Gibt es dort halt die Mechs, oder? Also die grossen Roboter. Die sehen so geil aus, hey. Aber ich denke, ich würde auch einfach durchdrehen, so einen zusammenzubauen. Und nachher musst du noch anmalen. Und dann fehlt mir einfach die Zeit, neben meinen Dungeons Dragons Figürchen noch das anzumalen. Und einen Airbrush habe ich auch noch nicht. Was das Ganze ein bisschen würde, vereinfachen und beschleunigen. Da steht es ja gut, dann geht dir das mal noch ausnahmsweise für das Figürchen. Ich meine, wenn es jetzt einen Service gibt, die für nur stell dir das Figürchen, das du brauchst, würde es wahrscheinlich mit dem Porto und so auch 10 Stutz kosten. Ziemlich sicher. Also ich bin erstaunt, das geht jetzt eigentlich recht gut und ich habe noch nichts irgendwie falsch platziert. Zumindest macht es noch wieder Anschein. Da das kleine Teil ein bisschen in die Ecke drücken. Für das geht in dem Fall auch nicht gut, wenn man das Teil muss ein bisschen abdrücken, wo man nicht so gut herkommt mit den fetten Pommesfinger. Hey, da musst du mir dann unbedingt zeigen. Das schickst du irgendwo bei uns auf Twitter oder was auch immer. Schick ein Bild von dem, wenn du den zusammen hast. Also willst du so einen grossen, oder so es gibt ja die kleinen, wo irgendwie nur er musst zusammenleimen und so. Und dann ist er eigentlich fertig. Ich glaube, wenn du schon auf Japan gehst, dann musst du auch schon einen grossen nehmen, oder? Wobei, dann ist wieder das Problem mit dem Platz nachher im Koffer, oder? Dann musst du wieder entweder einen zweiten Koffer mitnehmen oder darfst nicht so viel einpacken. Was ist dann nachher mit den anderen coolen Sachen, die Japan noch kaufen kannst? Nicht, dass ich jemals dort gewesen wäre, aber ich habe genug Kollegen, die es gemacht haben. Und da richtig coole Sachen dort oben gepostet haben. Kann man aber recht gut durchfahren. Es gibt ein bisschen Unterschiede bei der, wie fest dass man es aufdrücken muss. Es gibt gewisse Teile, die muss man ein bisschen mehr drücken, dass sie keine Unebenheiten haben. Also ihr seht jetzt hier da die gelben Teile, die stehen da ein bisschen vor. Man kann da noch nachdrücken, das hilft ein bisschen. Das sollte ja so Platten sein. Steinplatten. Und dann geht es aber eigentlich recht gut. Dann ist es nachher recht glatt. Man muss ein bisschen mehr drücken einfach. Bricklink kannst du dich kaufen? Okay. Good to know. Habe die immer. Also reden wir noch von den Max oder von den einzelnen Figürchen? Aber die Max, die haben wir. Play Asia hat das geheißen. Die gibt es sicher immer noch. Das ist ein riesiger Store. Also E-Store. Dort gibt es die ganzen Macs und so. Und hey, überhaupt nicht ausgeschlossen, dass nicht mehr die jetzt dann mal drin haben. Ich meine, wir sind ja auch in den jeweiligen Positionen richtige Nerds. So, jetzt haben wir dann tatsächlich den ersten Schritt. He? Wupp, wupp.
das stimmt auch. Also es ist wirklich überall einen Abstand. He? Das hat mich jetzt richtig gefuchst, wenn irgendwo der Abstand nicht gestimmt hätte, weil man irgendwo einen Fehler in der Planung gemacht hat. So. Also es hebt immer noch nicht zusammen. Das ist einfach immer noch das Gleiche. Apfigüli, okay. Okidoki. Ich muss jetzt ganz geschwind ein bisschen spienzeln. Ja, also es gibt effektiv Scharniere zum Aufmachen. Darum ist es jetzt noch nicht zusammen. Wir können alle wieder beruhigt weiterbauen. So, jetzt kommt der nächste Schritt. Und wir bauen ein bisschen die Mauer weiter drauf auf. Wir sind jetzt da unten. Nicht, dass ihr viel würdet erkennen auf die Distanz. Und jetzt ist auch wieder einfach so das hier und dann so runter gegen raus. Damit das so ein bisschen aussieht wie so geschwärzter Bachstein, ich weiß es nicht. Für die Säule außen am Gebäude. Schön ein bisschen rundherum bauen. Was ist es? Immer so eins. Okay. Also ich würde mich riesig freuen, wenn das auch so ein bisschen Innenleben hat. Sonst macht es ja keinen Sinn, wenn man es aufmachen kann. Überhaupt gar keinen. So, jetzt müssen wir hier die Scharniere schön zusammendrücken. Dann kommen die da drauf. So, und jetzt hebt es auch. Jetzt können wir das auf und zu machen. Und sonst hebt es auch. Da vorne haben wir schon den ersten Abschluss. Das ist auch so ein bisschen ein Vordächli. Wenn da fertig ist, dann muss ja irgendetwas, dann muss ja das eigentlich von außen sein fast schon. Nach meiner Logik. Jetzt haben wir da ein kleines Beetli, das wir aufbauen dürfen. Auch cool hier für was, das sollen auch ein Büsch sein. Nur so ein Teil, dass die nicht alle in der gleichen Höhe sind. Macht es ein bisschen interessanter. Da muss man ein bisschen aufpassen, wenn man das auseinander nimmt, nicht dass es abbricht. Der innere Monk, der hat wahrscheinlich gerade Suizid begangen. Gebe ich dir vollkommen recht. Das ist ein absolutes No-Go. Darum ist es mir auch immer so wichtig, dass die Vierecke, wenn sie immer nur so kleine sind, dass die immer schön gerade ausgerichtet sind. Also die quadratischen. Alles andere. Nein, dann musst du einfach keine Liegen bauen, sorry. Das muss immer schön perfekt ausgereizt sein. Das soll ja auch so ein bisschen Meditation sein. So wie ein Zen-Garten, um ein bisschen rächen. Wir rächen unsere unsere Klemmbausteine hier durcheinander. Ja. Jetzt hat er sich einfach von der unteren Open gelöst. Ja, das kleine Scharnier hat halt schon relativ viel Gewicht.
in die Runde. Stimmt alles. Ich glaube nicht, da vorne fehlt noch etwas. So. So. Ja. Mal ist gut. Sonst merken wir es da schon. Ah nein, da hinten habe ich etwas vergessen. Sind die Anleitungen halt bei Lego schon viel besser. Das ist einfach wirklich so. So ein Noob wie ich das bin. Die haben auch, hier sind sie längs und auf der anderen Seite sind sie gleich offen. Da muss man auch schauen, dass man sie richtig rein tut. Sieht jetzt auch ein bisschen beschissen aus. Es geht eigentlich noch recht fix jetzt. Aber für Leute, die normalerweise eine Brille brauchen, die brauchen die garantiert eine. So wirklich Gocki-Fläschchen, Bödeli. Es ist so, schon sehr klein von der Darstellung her. Jetzt wird es schon wieder warm hier drin. Hey. Also, sobald irgendwo ein PC läuft hey, und ein Mensch drinnen ist, wirklich der Horror. 6 brauche ich. 6. Aber da kommt noch zuerst etwas an. Ich muss auch schon genauer schauen. So. Ja, aber jetzt stimmt ja der Abstand nicht. Irgendwo. Ah, voilà. Jetzt kommen 2 von diesen Gelenken hier unten an. Darum hat der Abstand oben nicht mehr gestimmt. Dann ist es auch ein bisschen stabiler. Auch. So, jetzt. Ja, jetzt stimmt's. Jetzt geht es auf hier. Wunderprächtig. So. Gespannt, wie weit wir heute kommen. Ob wir echt schon das EG fertig haben. Eins können wir käfeln. Gibt es noch ein Blümchen? Ein bisschen Blümchen hier vorne. Wunderbar. Und jetzt das noch schön umrahmen. Ich weiss ja nicht, ob in Paris, falls irgendjemand von Paris zuschaut, kann bestätigen, dass dort ein Kaffee gibt, wo aus blauem Bachstein oder so gemacht ist. Soll doch mal ein Foto lieber schicken. Nimmt mich schon Wunder. Ich bezweifle es ein bisschen, dass das so krass blau angemalt ist. Aber hey, ist eine von der Nationalfarben, darum vielleicht macht es Sinn. Ja, du musst bei diesen elektrischen Geräten musst du wirklich 10-mal überlegen, hey, schalte ich jetzt hier oder nicht. Und dann am Abend, ich muss mir auch überlegen, spiele ich ein Game, wo grafisch ein bisschen herausfordernd ist für meine Grafikkarte, oder spiele ich einfach irgendwie
I don't know, was ist jetzt gerade nicht herausfordernd? Civilization vielleicht, nicht so. Ja, das macht extrem viel aus, ob die Grafikkarte irgendwie auf 60, 70 Grad ist oder ob sie nur auf 40 Grad, 50 Grad ist. Und so die ganze Hitze so richtig rausblasen. Das sind Welten. So, da noch grau. Das geschieht auch ein bisschen fertig machen, sonst überspringe ich zu viel. So. Yes. Ja. Ist einfach jeder, der bei dir vor dem Fenster durchläuft, der schmilzt dahin vor der Abluft von der Klimaanlage. Aber hey, wenn irgendwo mal so ein Teil verbogen ist, dann kannst du es einfach aussen an die Abluft anheben und dann das ist so wie so ein Heißluftföhn. Dann kannst du es nachher nachbiegen. Das ist vielleicht auch noch von Vorteil. Ja, ich meine, wir haben schon Klimaanlage, aber sie ist aus. Und ich weiss nicht, dort hinten wäre die Fernbedienung. Ja, ich sehe jetzt zum ersten Mal, die fangen zum ersten Mal auf. Ich könnte die eigentlich schon nachher holen. Aber ja, Klimaanlage ist ja eben so der Umweltgedanke, oder? Lieber schwitzen, statt die Umwelt noch mehr belasten, oder? Es gibt ja da die Mini-Klimaanlagen, wo man kann Wasser mit Eis einfüllen kann. Die blasen dann die kalte Luft raus. Wo eben keinen Schlauch nach außen hast. Ja. Sind aber für grosse Räume jetzt nicht unbedingt gemacht, oder? Dann lässt du einfach irgendwie so 22 Kilo Säcke Eis durch pro Tag. Was mich auch so nervt, wir wohnen in so einem Energiebau. Und ich habe das Gefühl, die ganze heisse Abluft von diesen anderen Wohnungen, die einfach nie ein Fenster aufmachen und nichts, ja, meine G muss das Fenster nicht aufmachen, die kommt einfach zu uns rein. Das killt mich. Da tun wir die Luken aufreißen, oder? Die ganze Zeit hier das Fenster offen. Überall am Morgen, oder? Am 8., 9. alles aufreißen, schön kühle Luft. Ah, angenehm. Dann machst du zu, nach 5 Minuten hast du wieder irgendwie eine gemischte Sauna. Hey. Wirklich. Mir fehlt so ein kleiner blauer Töckel. Mach mich nicht hässig. Eins, 2, 3, 4, 5, 6. Wir brauchen noch ganz viel von denen. Die einzige Erklärung, die ich habe, ist, dass ich noch etwas anderes, welche ich verbaut habe, die ich nicht hätte sollen. Aber die blauen Einer, die habe ich noch nie. Ah, toll. Die habe ich noch nie jetzt drin, oder? Also da ist kein. Das sind 2 drin, aber die müssen auch dort drin sein. Ach, das ist jetzt mühsam. Hey. Also insgesamt, wenn ich das richtig sehe, haben wir 4 verbaut. Kommt ihr einen Daumen auf und über, Lobplay? Wie ist unser Daydeal-Ventilator, der gestern im Daydeal war? Der heute im Daydeal ist, sogar. Kann der etwas? Sollen die Leute den jetzt sofort kaufen? Hey, mir fehlt wirklich die blauen Dinger.
Also, es steht ja auch nicht, wenn ich den nächsten Beutel aufmachen soll. Soll ich einfach jetzt nochmal einen Beutel aufmachen? Weil mir fehlen 5. 5 von denen da. Und ich habe definitiv nicht 5 verbaut. Nein, wirklich nicht. On point. Merci vielmals für gratis Schleichwerbung hier. Also, ihr habt es gehört, ab zu Day Deal. Und kaufen für unseren Fan-Deal Roleplay gibt da 100 von 10 Punkten. Hey, es guckt mich an. 1, 2, 3. Da habe ich auch noch verbaut. Aber. Ja, das ist eine. 5 habe ich verbaut. Also mal schauen. Wir haben 3 und 6. Die wir jetzt müssen verbauen. Und dann habe ich einen. 2, 3. Das ist der, den ich im letzten Schritt haben müssen verbauen. Das ist gut. Und jetzt in diesem Schritt habe ich fangs 2 verbaut. Ich habe noch einen dritten, den ich irgendwo mal machen kann und dann fehlen mir noch 3. Ich baue mal den Rest noch da drum herum, der noch ankommt. Ich muss nochmal einen Sack aufmachen. Also ich habe hier kein Blaues. Es bringt ja alles nichts. Muss ich im Sack hineinschauen, hat es die Teile, die ich brauche. Das Blaues. Ich meine, im Beutel 2 kann es schon sein, oder? Wenn ich mal weiter schaue. Ja, nachher kommen die vom Beutel 2 schon. Hier ist welche drin und das ist auch Beutel 2. Jetzt tut. Problem fangen erst an, ja. Nehmen Sie Beutel 2. Das ist recht schwierig zum Anschreiben, ich weiss. Es braucht viel Platz. Das ist eine grosse Herausforderung. Also wir machen jetzt einfach immer je mehr Säcke auf und wenn es am Schluss, ganz am Schluss nicht aufgeht, dann wissen wir, es hat doch etwas gefehlt. Aber das merken wir erst am Schluss. Jetzt muss ich da noch die Fenster vorbereiten. So. Bei denen sieht man leider nicht, wo man es einklippen muss. Ah, doch, da unten. Also hat auf beide Seiten geflippt. Okay. Kann man einfach reindrücken. Hat oben und unten ein Löchchen. Und die haben da so eine kleine Auswandung, die Gläser. Sieht man nicht. Ja, sieht man fast. Jetzt ist da kein echtes Glas, also wir müssen nicht Angst haben. Schneidet sich niemand dran. Eventuell hat es so etwas in der Verpackung. Ja! Auch schon passiert, auch schon vorgekommen. Kann man Mühe geben, das auszulernen. Und sonst habe ich jetzt da unten. Aber eben, etwas für den zukünftigen Cyril. Also, der jetzige Cyril, dem ist das Wurst. Dem ist das echt Wurst. Hast du dann auch schon etwas von Wangen zusammengebaut, Roleplay? Weißt du ein bisschen, wie das ist mit denen? Redest du da aus Erfahrung? Schau, jetzt brauchen wir schon wieder einen Sack.
könnte der sein. Ist er wahrscheinlich auch. Am Schluss haben wir einfach 20.000 Säcke hier. Jetzt hätte ich fast eins vergessen. Übersehen. Gut, ich meine, das kann ja das USB sein und du sagst, hey, das Zusammenbauen bei uns ist eine Challenge, weil wir sagen dir nicht, welcher Beutel das dran kommt. Es steht zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 drauf, aber wenn du den brauchst. Das ist wie ein, so ein Exit-Spiel, oder? Das musst du halt selber herausfinden. Die Lösung von dem Ganzen. Wenigstens sind die Teile, die du verbaut hast, unten dran in der Anleitung, die sind weiss. Also du siehst, was jetzt dran kommt. Wenn du etwas vergessen hast, das ist natürlich dümmer, dann hast du Pech. So. Was immer das da ist, nachher da die Löchli. Gibt es vielleicht auch wieder irgendwelche Blümchen oder Ranken. Was ich mir noch würde wünschen, ist, wenn es ein bisschen mehr würde sich verbinden, öfters noch. Weil hier haben wir jetzt relativ einen grossen Teil, der nicht so ineinander verkeilt ist, wenn man es verpasst hat. Hier dazwischen, mal die Bricks, die Klötze, die Klemmbausteine ein bisschen versetzt anzusetzen. Ich weiß nicht, ob es mit dem Gesamtbild ein bisschen zu tun hat am Schluss. Dass Bachsteine so aussehen, aber man druckt die halt relativ schnell raus mit dem Ganzen. Aber ist klar, wenn dann mal alles zusammen ist, dann hebt es ziemlich sicher schon. So, jetzt braucht man den da noch. Fun! Ja. Only fun for me. Jetzt brauchen wir schon dreieckige Teile. Oh nein, jetzt habe ich irgendetwas für... jetzt bin ich irgendwo drüber. Moment. Bei links bin ich gewesen. Dreieckige Teile. Jetzt tun wir es langsam ein bisschen verkeilen. Das ist Lego only, okay. Ein bisschen suspekt. Ja, ich verstehe es, ja. Also es ist halt die Marke, wo wir alle damit aufgewachsen sind. Oder alle die Klemmbausteine die haben, sind mit dieser Marke aufgewachsen. Gehe ich davon aus. Also es gibt schon noch andere Marken, die interessante Projekte und Bausätze haben. Gerade zum Beispiel Blue Bricks finde ich das sehr interessant. Da Schloss Blauenstein, also das kostet ja ein Gewehr. Es sieht halt auch abartig geil aus. Oh, jetzt habe ich im letzten Schritt hier vorne vergessen, das noch aufzubauen. Kommt schon an. So. Das Haus würdest du noch nehmen. Das ist ja gut, wenn wir das zusammenbauen, dann kannst du am Schluss beurteilen, ob es dir immer noch geben willst, und ob es in deine Sammlung passt. Also es sind Kleinigkeiten einfach, oder wo du halt anders gewohnt bist. Aber also es ist per se ist nicht schlecht, das macht Spaß. Es ist sicher nicht gleich hochwertig. Aber eben, darum kostet es auch viel weniger für die Größe, die es hat. Und die Zeit, die du kannst rein investieren. Schwarzes Gewälz, bitte. Ist es Graz? Nein, ist es nicht.
Gut, weil es keins hat, wissen wir jetzt, es fehlt ein Sack. Oh, grüne Fenster auch noch. Also, es wird einfach ein riesiges Ghetto. Ich tue noch empfehlen, nehmt irgendwo so einen Behälter, wo ihr ein bisschen die grossen und die kleinen Teile sortieren. Bislang hat das immer geklappt, dass ich da auf der Mausmatte sortieren konnte. Ein bisschen, um den Überblick zu halten. Aber jetzt wird es einfach ein bisschen too much. Okay, ja. Ja, so Kopien habe ich auch schon gesehen, ja. Das, ja, eben die ganze Piraterie, ich meine, das gibt es jetzt schon sehr lang. Man hat jetzt relativ viel gemacht in den letzten Jahren, aber es passiert halt immer noch. Piraterie von Gedankengut und Designs und so weiter. Oder irgendwelche Lizenzwaren. Ist schade, ja. Meistens büssen wir nämlich nachher dafür. Hä? Ich am richtigen Ort. Das habe ich doch schon gemacht. Jesus Christ. Also wirklich, ich habe irgendwo hier das falsche Teil. Ich habe die untere Ecke noch nicht gemacht und habe jetzt da beim nächsten Schritt angefangen. Aber ich habe euch ja vorgewarnt. Ich habe ja gesagt, dass es so rauskommt, oder? Wir sind ja selber schuld, wenn ihr mich da aushaltet. So. Kommen wir drauf da. Gut. Jetzt der Dreier. Wo haben wir den Dreier? So. Okay, also das sollte jetzt mal gut sein. Und jetzt nochmal nachbauen, was ich vorher auseinandergenommen habe. Nach vorne sortieren? Ja, aber dann bist du ja nie fertig. Also unterscheidest du das? Ein Dreier und ein Zweier. Und die du schnell sortieren. Da hast du ja schon einen ganzen Tag für sortieren. So schlimm tust du ja nicht mal als Puzzle sortieren. Aber ja, dafür bist du sicher mega schnell, weil du einfach noch so tak kannst reingreifen und das Zeug ist fertig. So, ich muss jetzt das geschwind ein bisschen genauer anschauen, ob es jetzt stimmt. Nicht, dass ich nachher nochmal etwas nachbauen muss. Sonst wird es eigentlich ein bisschen kritisch. Hier habe ich noch gerade einen übersehen, sehe ich. So. Okay. Yeah! Also nachher gibt es auch Türen, die erste Türen. Ich komme mit den Türen zuerst rein. Das ist cool. Also es ist riesig, hä? Wie groß ist das Lego-Figürchen? Etwa so. Und ja, könnte ich durch das erste Fenster vielleicht knapp durchschauen. Also es ist ganz ein anderer Maßstab, den man hier verfolgt. So. Okay, also die kann man auch wirklich mehr oder weniger gut auf und zu tun. Gibt es hier noch einen kleinen Türknauf. Das funktioniert nicht schlecht. So. Cool.
Du musst Speedbuilding. Du musst das auch streamen. Speedbuilding mit Klemmbausteinen. Also, wie der Speedrunner bei den Videogames einfach vom Anfang zum Ende so schnell wie möglich. Gibt es halt auch so 1% glitchless Runs, wo ohne Cheats und so machst oder mit Cheats. Gibt es das auch? Ich weiss es nicht, wie die Cheaten aussieht. Bei den Klemmbausteinen. Aber ja, da könntest du zwischendurch ein bisschen irgendwelche Sachen, die es nicht braucht, auslassen und vielleicht mal nur ein Teil statt zwei verbauen. Dann ist es am Schluss nicht so stabil, aber wenn es nach außen richtig vollständig aussieht, würde man das vielleicht in dieser Klemmbausteine, Brickbuilding, Speedbuilding Community dann entsprechend als vollständig und beendet bewerten. Vielleicht. Das geht irgendwie nicht hier. Hä? Mal 1, 2, 3. Ach, ich bin beim falschen Schritt. Heitere Fahne. Also ich sage einfach noch geschwind zu meiner Entschuldigung, ich habe fast nicht geschlafen. Ich habe schon gewusst, es wird heute sehr ein amüsanter Stream. Einerseits Hersteller, die ich noch nicht kenne. Zweitens noch nicht so viel Kleinbausteine machen, außer jetzt mit euch im Stream, dass man einen mega den Plausch macht. Aber sonst wird das auch ein riesiges Ghetto. Ist mir schon klar gewesen. Also ich bin froh, wenn wir hier oben mal abschließen, weil das Zeug, das geht jetzt fast auseinander. Also da. So, sehen wir das? Nein, da. Der ist nicht sehr stabil. Dem fehlt jetzt da oben mal der Abschluss. Schon wieder beim falschen Ort. So. Machen die dann so gegeneinander, so Battles? Wer zuerst das Lego-Set oder das Kleimbausteine-Set zusammengebaut hat? Also, die kaufen das zweimal und dann gegeneinander das Battle. Ich glaube, das wäre voll witzig. Wir haben ja das vor ein paar Wochen gehabt, wo Steffi und Garo ein Nanoblock-Pokémon zusammengebaut hat. Gegeneinander. Es sind natürlich nicht immer die gleichen gewesen, es sind verschiedene Pokémon gewesen, aber die sind ja so klein. Die Teile. Und ja, da haben die, glaube ich, ein Battle gemacht, wer zuerst fertig ist mit seinen Pokémon. Hä? Ah, ich kann noch Blümchen übersehen. Die kommen noch mehr über da. Es hat halt auch kein Pfeil, hä? Also es hat wirklich keine Pfeile. Und ich sagte, hey, schau mal, da ist noch etwas ganz Kleines. Das solltest du hier noch anbauen. Also es geht hier um die Blümchen da. Vergiss die nicht. So. Ja, die sind mir erst jetzt aufgefallen. Ich mach gar nicht so schnell, du bist einfach langsam. Ah, das tut altbekannt, ja. Mhm. Ich mach gar nicht so schnell, du bist einfach langsam. Herrlich. Ja, das ist sicher aber eine gute Stimmung. Du hast viel mehr Teile zusammengesetzt als ich. Ich habe viel weniger davon. Du musst halt schneller. Nein, du langsamer.
Bei uns ist das nicht so das Problem daheim. Also. Ja, der Schwarz, ja, genau, ja, bist du eigentlich wirklich blind. Hey. Also ich habe meine Figürchen und sie hat mit dem nichts am Hut. Also meine Miniaturen zum Bemalen. Und eben Klemmbausteine tue ich sonst daheim jetzt aktuell nichts zusammenbauen. Ich einfach wirklich für das nicht auch noch Zeit. Darum bin ich froh, kann ich sie im Stream machen. Auf brack.ch. Aber es ist sehr, sehr kompetitiv. Also ich glaube, ich könnte schon noch gegen sie ein Battle machen. Ich glaube, das würde sie noch cool finden. Sie will wirklich, bei dem, was sie macht, wird sie immer die Beste sein. Kontrolle, hä? Ja, ich glaube einfach, solange das da oben immer die gleiche Höhe hat, ist gut. Außer hier bei den Fenstern und bei den Türen. Dort noch nicht. Das ist aber okay. So, geht's weiter. Jetzt tun wir hier endlich mal ein bisschen das Ganze ein bisschen stabilisieren da. Ein bisschen verzweigen. Verkeilen. Roleplay gegen Cyril. Hey, finde ich gar nicht schlecht. Also da muss natürlich noch ein bisschen Community rum sein, oder? Da müsste richtig etwas gehen. Aber das fände ich eigentlich noch cool. So einfach so ein Tag, irgendwie ein 8-Stunden-Special, wo wir so ein bisschen gegen Community oder so würden battlen. Ich würde ziemlich sicher ablosen, hey, aber who cares? Das wäre sicher witzig. Fastbuilding. Also für die jetzt wirklich kein Zeichen. Ich lasse mich noch gerne für so Gugus begeistern im Fall. Aber weißt du, wirklich so mit einem kleinen Studio, mit so Sessel und richtig Mikrofon, jemand, der moderiert und durch den Tag begleitet und dann zwischendurch, ja, Werbung, so geil! Immer die gleiche, immer nur brack.ch, logisch. Ja. Voll gut. So ein bisschen wie aber die grossen Events bei zum Beispiel Rocket Beans TV, ich weiß nicht, ob du das kennst. Die machen das ja aber noch gern. Ich verrutsche immer. Ich weiß aber nicht, ob ich beim richtigen Ort schaue, aber gib mir Mühe. So, das ist ein 6, ein 8er. Nein, 6er. Okay. Wahnsinnsstecken, die wir hier reinbauen. Also jetzt kann man ja schon ein bisschen aufmachen, oder? Also man sieht schon, eben, es wächst ein bisschen das Innenleben. Ich hoffe, es gibt auch noch irgendwelche Stühle dann, die man könnte drin platzieren. Das wäre so ein bisschen das Highlight, ein bisschen Innendekoration. Und nicht, dass es einfach nur ein leerer Raum ist, wo dann ein bisschen kannst, nach deiner eigenen Fantasie ein bisschen spielen. Hey, nein, das wird immer höher hier. Es wird immer unstabiler. Jetzt muss dann mal fertig sein hier. Der Steffi findet es garantiert eine gute Idee. Content ist Content. Community ein bisschen mehr einbringen, ja? Ja, eben, es wären dann halt ein paar Leute, die an diesem Tag nicht arbeiten würden, aber vielleicht könnte es auch ein Samstag sein oder... Ja, nein, das geht nachher auch auf Arbeitszeit, je nachdem. Ja, schwierig. Ist nicht so einfach. Aber also ich schlage sicher mal vor, dass man schon mal so ein bisschen etwas ausarbeitet, so ein Konzept für 8 Stunden, sorry mal. 8 Stunden Event, einfach ein Ding am anderen. Mario Kart Party,
Fast Brick Building. Ich weiß nicht, was kann man schon noch? Wie heißt das? Das eine Spiel, wo gegeneinander musst säckeln. Also es hat sicher auch viele Videogames drin, aber man könnte auch noch irgendwelche Aktivitäten machen. Irgendwie so, ich weiß auch nicht, so ein Fußball, aber mit so einem riesigen aufblasbaren Fußball. Das hat es glaube ich bei Rocket Beans mal gegeben, mit ferngesteuerten Autos und so einem aufblasbaren Fußball. Gegeneinander Autofußball eine Art spielen. Das ist cool. Aber jetzt muss ich dann ein bisschen neue Sachen natürlich einfallen lassen. Einfach nur Copy-Paste. Why not? Jetzt kommen hier schon. Nein, doch nicht drei Teile. So. So ein kleines schwarzes. Jesus, ich hoffe, das geht nicht auseinander. Das längs schwarzes. That's what she said. Brauche ich jetzt schon wieder einen anderen Sack? Du das jetzt mal ein bisschen sortieren. Nochmal 6, 8. 8. Steckerrunde. 8. Steckerrunde, habe ich gesehen. Und 9 auch. 9 Säcke. Also 9 Nummern. 4. Das ist 3, ja, der riesige Sack. 3. Ja. Also ich muss das nachher so ein bisschen sortiert zusammen tun. Sonst wird das ein riesiges Stück. 7 und 6 und okay, also 2 haben wir alle aufgebraucht. Das heisst, ich habe das Teil echt übersehen, oder? Oder ich habe es schon verbaut. 1, 2, 3. Also ehrlich. Wir haben das Teil einmal, zweimal und dreimal. Und ich habe es 3-mal verbaut. Kristallisiert sich ein Fehler raus? Da ist das 4. Also ich müsste 4 von diesen langen haben. Bei der nächsten Farbe? Ja. Vorstellbar. In dem Fall. Ja. Geil, scharfer Salami auf der Pizza. Perfetto. Du, ich wünsche dir trotzdem einen guten in dem Fall. Ich suche in der Zwischenzeit ein schwarzes Teil, das nicht existiert. Allem Anschein nach. Ey, ich habe es gefunden. Eieieiei. Da habe ich jetzt fast ein bisschen Panik geschoben. Das wäre richtig uncool gewesen.
Also ist alles da. Bis jetzt geht alles auf. Unsere Pläne gehen auf. Also da hat es so viel von denen mit Löchli dran. Das gibt auch so ein richtiges Blümli mehr. Ich tue das da mal ein bisschen weiter führen, sonst sieht man nämlich fast nichts. Schwächling wie scharf essen. Ah, darum beim Essen sterben. Sterben. Starving. Okay, verstanden. Ja. Mein Beileid in dem Fall. Welche Sargfarbe willst du gerne? Scheint Holzart, die du bevorzugst, oder ist gleich? Oder soll ich sowieso beim Krematorium anmelden? Eine aus Lego. Gut. Dein Wunschsegungsbefehl, hä? Dann organisiere ich doch das für deine Beerdigung nach dem scharfen Essen. Dann wünsche ich dir ein schönes letztes Mal. Hey, ich baue schon wieder. Ich bin echt doof. Ich müsste das Zeug abhäkeln, dass ich sehe, wo ich bin. Tomaten auf den Augen. So, jetzt. Der Dreier. Ja. 4. Ist auch gut. Fantastisch. Also es wird jetzt auch wieder ein bisschen mehr verkeilt, gefällt mir. Also so die Einzelteile da, die wo ja, müsste es halt das zweifarbiges Teil geben oder hinten dran. Hinten dran wäre es zum Beispiel völlig wurscht, wenn jetzt da blau wäre. Mir wäre es wurscht. Aber Hauptsache es würde sich ein bisschen überlappen hier. Jetzt habe ich schon wieder oben geschaut. Ich brauche jetzt dann einen, der mich so ein bisschen konditioniert, wo immer wenn ich etwas Falsches nehme, ein falsches Teil oder so, dann gibt es einfach so eins so auf den Hinterkopf. What? Also jetzt gibt es hier ein Dächli. Also einmal der Weisse und die hellblaue. Ah, da. Bewerbst du dich dafür, okay? Ja, es ist einfach eine recht beliebte Position. Darum hast du halt ein bisschen einen längeren Bewerbungsprozess oder entsprechend Business Cases, wo man dann auch ein bisschen schauen, wie gut machst du das, oder zu fest oder zu wenig. Was ist so dein Lieblingsutensil für die Bestrafung, oder macht das Sinn? Ja, ist der Schmerzensgrad oder unterbricht er vielleicht dann auch das ganze Content machen hier? Oder ist es noch lustig? Ist es ernst? Ist dein Gesicht dann gut drauf? Weißt du, ist das, wie sagt man das? Fotogen, weißt du, passt das? Lachst du dabei oder nicht? Alles Fragen. Ist einfach gut vorbereiten. Jetzt macht es mit der Kirre. So ein blaues Deck, da ist es ja. Sag doch das.
Niemand hilft mir, hey. Alles muss ich alleine machen hier. Okay, ich frage mal die Steffi in dem Fall. Bei der Lowplays ist, ob sie dich kann empfehlen als Bestrafer quasi. So, jetzt brauchen wir da noch so etwas wie ein Vordächli. Für das machen wir ein bisschen Stufen. Und dann werden die abgedeckt. 1, 2, 3, 4, 5. Ja. 2, 3, 4. 5. Very good. Da gibt es so eine kleine Kippvorrichtung hier. Ich weiß noch nicht genau für was. Also, wo kommt es? Es kommt da unten an. Okay. Ah! Ich check's. Ich zeige dir gerade, was es ist, sobald ich hier den Fehler korrigiert habe. Also ich meine, es ist ja logisch, was es ist, oder? Also ich wüsste das ja auch, oder? Es sind Jalousien. Man kann ein bisschen raus tun, zum Lüften oder rein tun. Cool, okay. Netz Gimmick. Very nice. Es ist very nice. Nur für falsche Klemmbausteine. Yeah, absolut, ja. Aber ich meine, das passiert ja relativ oft. Von dem her bist du sicher dann nicht arbeitslos und das ist eine 100% Anstellung. Verstehe ich schon so. %100% Auslastung. In Ausnahmefällen werden die Viertel gezahlt. Sonntagszuschlag 50%. Alles schön gemäß dem Arbeitsgesetz. Mitternachtszuschlag. Also Nachtarbeit. Da. Nice. Oh, jetzt braucht es gerade 3 von diesen. Von denen da. Wenn ich dann alle finde. So, die habe ich schon mal, das habe ich schon mal. Ja, da haben wir ihn. Gut. So. Dann hebt es dann vielleicht auch mal wieder ein bisschen anständig. Da. Leck mir. Es ist über 26 Grad jetzt aktuell da drin. Also wir machen zwar nur noch eine halbe Stunde, aber weil ich jetzt da hinschmilze, ich hole mal die Fernbedienung. So. Also ich habe sie jetzt eingeschaltet. Vielleicht, bis wir fertig sind, ist es 1 Grad kühler hier hinten. Da hätte ich so ein bisschen gewohnt. Ich hoffe, sie blasen, aber man hört sie nicht. Also es schlägt zumindest nicht aus da unten. Bei der Mikrofonaufnahme. Falls man sie doch würdig hören, sagt es, dann schwitze ich da auch ein bisschen vor mich an für euch. Kein Thema. Ist ja alles kein Problem. Könnt ja miteinander reden. Jetzt gibt es noch grüne Fensterli.
das Grün ist das, was man kennt, ein bisschen von diesen ganzen Laser-Sachen, Laserschwerter. Also es ist ein grelles Grün. Ich finde, es passt jetzt nicht unbedingt. Ich hätte mir ein bisschen ein anderes Grün, das ist so wirklich so grell gelb-grün. Hätte ich mir ein anderes gewünscht. Wahrscheinlich ist es auch eher ein Gel, aber es hat noch einen ganz leichten grünen Schimmer drin. Jetzt in der Kamera so sieht es eher gel aus. Vielleicht ist es näher im Ganzen besser, das kann sein. Also es gibt jetzt hier auf jeden Fall eine Verwandlung mit unseren Fenstern. Dass es ein bisschen interessant aussieht. Nicht wahr? Hörst du nichts von der Klima? Super, merci fürs Feedback. Ich muss es natürlich schon ein bisschen durchdrehen hier. 26 Grad ist und sicher muss runterkühlen. Du hast wahrscheinlich auch schon lang gekippt und gesagt, mach mich an, ich will auch etwas zu tun haben. So, ich muss wieder umdrehen, sonst, ich baue es wirklich schon falsch an, es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Es fängt schon an, ich sag's ja. Nur will ich euch das auch zeigen, wie das aussieht mit den Fensterchen. Ah, ist schon schön. Ah, jetzt wird es gerade ein bisschen kühlen. Ah, ist das gut. Ich kann endlich wieder schnaufen, ohne dass gerade die Luft kondensiert in der Nase. Jetzt sind wir schon eigentlich schon dumm, jetzt haben wir schon wieder draufgebaut. Stimmt jetzt das? Nein, da stimmt noch etwas nicht. Hier, das kommt noch da an. Jetzt ist ja alles wieder gleich hoch, außer da hinten. Da bei dem Eingang. Dem schönen Vordächli. Sehr herzig. Türen auf. Da stimmt der Abstand noch nicht. Ah, und jetzt können wir noch unsere Kaffeeflagge platzieren. Die kommt da an, wo noch etwas fehlt. Nämlich die Klammern. So. Der Stecker muss noch. Irgendwo habe ich so einen Stecker gesehen. Da. Wird dem auch nicht gesagt. Das ist einfach so, wie es ist. So. Ah! Gut. Das war ein bisschen ein Gemurkse jetzt. Aber es ist gut. Alles noch ganz. Jetzt sieht es aber gut aus. Hm? Yep. Let's go. Ah, nachher kommt schon bald der zweite Boden. Ich glaube, wenn wir den zweiten Boden, also den Boden vom ersten Stock drauf haben, dann können wir dann auch etwa Feierabend machen. Das sollte nämlich gerade gut etwa aufgehen. Von der Zeit her. Das ist schon ein bisschen lötterig hier. Noch ein Mini-Vordächli. Also jetzt wird es echt langsam ein bisschen knifflig, weil die einfach nicht gut heben, weil eben sich das soll aufteilen können. Und die noch echt da bei der Maus sind, das ist halt... Ist halt wie es ist. Es ist wie es ist. Was ist das? Zwei hier aufeinander. Und so einen weißen.
da 4. Und ein Dreieckler. Der Dreieckler, wer kennt den nicht? Es gibt eine ganz fancy Konstruktion. Um die Jalousien, glaube ich, noch irgendwie befestigen. Also, Moment. So. Und dann ein Achter drüber. Vielleicht wird es auch eine Klimaanlage. Das sieht einfach jetzt so ein bisschen so aus, da oben drauf. Gut. So, komm. Also das sieht schon ein bisschen nach Klimaanlage aus, oder? Also wenn wir das jetzt da... Oh, shit. Darf ich nicht zu fest drücken? Also ein bisschen, ich glaube schon ein bisschen Klimaanlage, oder? Also die in Paris, die haben die dort in dieser Asphalthölle, haben die auch ein bisschen heiß. Bin ich froh, dass wir in unserem Kaffee eine Klimaanlage drin haben. Das wertet auf jeden Fall das Grundstück schon mal, also das Objekt, schon mal ein bisschen auf. Mietpreis nimmt zu. Kostet das Kaffee 12,50 Franken sehr wahrscheinlich. Kaffee, für die es nicht wissen, ich habe ja vorher noch ein Restaurant-Hotel geführt, war ich auch in der Gastro. Und Kaffee ist so wirklich das Standardding zum beurteilen, wie ist die Teuerung momentan in der Gastroszene. Oder? Dann schaut man wirklich so ein bisschen Kaffeepreise an, dann weiss man auch ein bisschen, hey, wie teuer ist sie in diesem Laden. Also wenn ihr in einem Kaffee 7, 8, 9 Franken zahlt, dann kostet wahrscheinlich das Rindsfilet auch irgendwo 70, 80, 90 Franken. Nicht, dass ihr jetzt ein Rindsfilet essen müsst, aber einfach ist ein sehr guter Indikator, haben Sie sicher auch schon festgestellt. Und auch unter den Gastronomen unter sich schaut man natürlich dort oben ein bisschen. Ist aber auch sehr etwas Heikles bei den Gästen, wenn man die Kaffeepreise erhöhen, weil das so ein Grundding ist, wo auch der Gast sehr schnell drauf schaut, wie teuer das Kaffee ist. Oder haben sicher schon Leute gehört, die reden, ja, dort, hey, das Kaffee 5 Stutz. Musst nie mehr hin. Das passiert dann eben schnell. So, und jetzt schlagen wir da mal einen Bogen schlagen. Zack. Cool. Gastro, bist du auch in der Gastro? Wellplay. Was habe ich gemacht? Betriebsleiter gsi, im Dreikönigen im Entlebuch. Entlebuch. Also ein bisschen auf dem Land, ist aber so ein richtiger Traditionsbetrieb. Ist so gut wie alles renoviert worden auch. Sieht wirklich top aus, kann ich euch empfehlen. 2 Restaurants gehabt. Im einen Restaurant war so ein Showküche mit offenem Feuer und allem, Abendmenü, und auf der anderen Seite war ein bisschen bodenständig Pizzeria. Dann haben wir noch eine Bar gehabt. Wirklich eine richtig geile Bar. Werkstatt heisst die. Dann oben noch ein grosser Festsaal, wo jede Sachen, also irgendwie stehend könnten dort 600 Leute rein, das Riesenviech. Und dann noch Hotelzimmer natürlich oben drüber in diversen Kategorien. Also gewisse Sachen, also, das ist so riesig, sie sind immer noch im Ausbau. Ich habe das halt einfach geführt gehabt. Mit all dem Zeug, das dort dazukommt. Also so auf dem Land ist natürlich immer ein bisschen die Krux, oder? Mit Vereinen und mit Leuten, die schon länger dort sind. Die nehmen halt Veränderungen aber nicht so gerne an, sind auch sehr preisaffin. Das sind so rechte Challenges aber.
Das ist auf dem Land eher ein bisschen schwieriger. In der Stadt, oder? Da kannst du dir irgendwie mal etwas erlauben. Oder etwas ein komplett abgefahrenes Konzept fahren, das es noch nicht gegeben hat. Und die Leute, also vor allem Zürich, ist ja für das prädestiniert, einfach mal probieren. Und die Leute kommen da schon, weil ja, es ist neu, es ist hip, es ist in. Man muss es mal ausprobieren, mal gesehen haben. Da kann man erzählen und auf Instagram noch eine Story machen und alles. Ja. Gelernter Koch. Wie viel Angebot kommst du über pro Tag? Also Köche können... Einerseits haben Köche momentan, weil eben so ein krasser Wechsel herrscht zwischen all diesen Betrieben, sehr viel Unruhe natürlich in ihrer Küche. Auf der anderen Seite können sie sich sehr viel erlauben, kommen sehr, sehr viel Geld über. Also ich habe letzte von Chef de Party, das sind die eine Station führen, wie eben kalte Küche oder das Fleisch zubereiten und so weiter und so fort. 6,5. Schon eine Hausnummer für Chef de Party. Es kommt halt auch immer noch ein bisschen darauf an, oder? Wo bist du? Eben, wenn ich jetzt so auf dem Land war, oder? Ich kann natürlich nicht können Sachen auf die Karte tun, die, keine Ahnung, vom Preis her völlig oben rausgeschlagen haben. Weil das, einerseits musst du ja etwas für die lokalen Leute machen, für die Einwohner, und andererseits kannst du vielleicht etwas machen, das ein bisschen ausgefallener ist, was von weiter her kommen. Aber dann kannst du halt auch nicht voll über die Stränge schlagen, oder? Also du sagst ganz am Anfang klipp und klar, hey sorry, wir sind so ein Trendlokal, wir machen wirklich Gummio Michelin-Küche und ja, entweder zahlen das oder nicht. Dann ist klar. Aber wenn es so ein langsamer Wechsel ist, dann ist das ein bisschen eine andere Herausforderung. Ja, Lawplay, ja, ich bist nicht der Einzige. Ich höre das von sehr, sehr vielen. Koch ist halt einfach... Es ist eigentlich ein schöner Beruf mit der Kreativität, oder? Mit dem guten Essen. Du hast mit den nervigen Gästen, und von denen gibt es, tut mir sehr leid, gibt es heute wirklich viel. Es war gerade heute ein Artikel auch drin bei SRF News, wo das auch aufgreift, weil Gäste einfach null tolerant sind momentan. Ihr habt mit denen auch nicht direkt zu tun, oder? Wir sind ein bisschen in der Küche hin, aber in der Küche ist darum auch so ein bisschen der raue Umgangston, wo einem ein bisschen kaputt machen kann, und eben der Druck ist sehr hoch. Vor allem, wenn ich mir vorstelle, in so einem Restaurant, irgendwie in Luzern am Reis zu suchen, ja, was dort rausballert ist am Tag. An Essen. Das ist nicht mehr normal, oder? Und da gehst du einfach mit der Zeit kaputt. Weil da hast du auch einfach keine Erholung mehr, oder viel zu wenig. Haben wir da noch das Vordächli vergessen? Ja, das ist dann noch das andere, ja. Also ich habe ja auch in der Küche noch gearbeitet, der Hotelfachschule, Praktikum und so weiter. Und dort hat es auch einen gehabt, der war einfach amigs bei mir beim Patissier-Posten. Also die Dessert machen, für die das nicht kennen. Hat sich dort dann irgendwie den Kirsch genommen, ist angehockt und hat angefangen zu saufen. Schon klar, also meine Aufgabe war es nicht, ihm zu sagen, nein. Als Praktikant schon gar nicht. Dann hast du es halt einfach am Chef gesagt, aber ja, der war irgendwie auch angewiesen drauf. Und das ist halt dann einfach so traurig, oder? Das geht halt wirklich nicht.
dass das noch unterstützt ist oder tolerierst zumindest. Bin ich voll und ganz bei dir, Lawplay. Es ist ja so, ja. Du gehst in die Küche, um zu schauen, was der Koch kann. Und ja, wenn du nachher sagst, ja, aber ich, keine Ahnung, mir hat zu wenig Salz drin, so ein Gugus, weißt du einfach selbst Salz drüber oder die Soße schmeckt mir jetzt nicht, kann ich es umgeben? Ja, Geschmackssache. Also es ist einfach so schlimm momentan. Es ist einfach null Verständnis. Und eben bei dem SRF News-Artikel haben sie gesagt, dass es jetzt gerade nach Corona ist es noch mal viel schlimmer geworden. Die Leute haben auch keine Geduld mehr, rein gar nichts. Die Toleranz ist so weit runtergesunken. Und du musst ja verstehen, es gibt je länger sind weniger Leute, die in der Gastro arbeiten. Also du weißt ja das jetzt, ich sage es einfach für die anderen noch. Oh. Jetzt bin ich auf etwas gekommen. Ja, gut. Bin ich jetzt gewesen. Es gibt viele Leute, die in der Gastro... Also entweder sind sie abgesprungen oder die noch sind, die haben jetzt einfach mega viel Stress. Oder weil sie müssen eigentlich das ganze Schiff noch über Wasser versuchen zu halten mit zu wenig Leuten. Und dann kommen noch neue rein, die keine Ahnung haben, wie es läuft. Neu kommen natürlich ganz viel vom Ausland auch wieder rein, wo vielleicht auch die deutsche Sprache noch nicht so beherrschen. Und dann ist man sind auch viele Gäste einfach so, hey sorry, aber das geht einfach nicht. Bring jetzt und mach jetzt und ich will und ich will. Ja, dann ist es ja logisch, dass die Leute aushängt. Und dann sind wir dann einfach mal so weit, dass du ins Restaurant hocken und dann ist keine Sau rum, du hast ein iPad, kannst du das bestellen und dann hinten dran rührt irgendein Praktikant, rührt das geschwind in so eine Regenerationsmaschine rein, wo das Essen aufbereitet wird, wo jemand vorbereitet hat. Und dann kannst du das nachher die vorne bei der Theke holen und gut ist. Die noch super essen wollen, die können nachher mega viel zahlen dafür. In einem Premium-Shoppen. Wo es noch Leute gibt, die sich das antun. Ja. So ist es. So hart ist es. Ich brauche eigentlich nur noch die kleinen schwarzen Stiftchen. Wo sind's? Mach mich nicht hässig jetzt. Gerade verrückt. Doch noch so die schwarzen Langen da. So scheisse. Ja, es sind jetzt natürlich auch viele von diesen Jungköchen nachgekommen, die eben eigentlich die Verantwortung noch gar nicht haben können tragen, noch nicht so weit sind von der mentalen Ausbildung her auch, oder? Und Erfahrung. Wo man jetzt einfach gesagt hat, ja sorry, unser Stranderkoch abgesprungen, kannst du? Und der natürlich sagt, oh, ja voll geil, wäre gut. Kann ich schon Küchenchef machen? Und der kommt natürlich niemals klar mit dem Zeug, das ist ja logisch. Also ich werde ein bisschen hässig jetzt dann. Ich brauche einfach die schwarzen. Also es sind ja schwarze, keine weiße, oder? Aber ja, ich muss jetzt 3 an sich aufmachen. Das sehe ich ja mal schon. Ah, da hat es noch welche drin. Ja, dann mache ich halt das jetzt auch noch auf. Ich räume das nachher auf. Ist gut. So, hier und da habe ich auch noch eine drin gesehen.
machen wir auch noch gerade auf. Da hat der Cyril von der Zukunft mega viel Freude, wenn er das wieder auseinanderpflümeln hier. So. Gut. Also wir sehen jetzt natürlich mega viel. Mega viel. Wir haben hier die schönen Stege. Vorbeikommen und helfen. Ja, ich glaube, das nächste Mal ist wirklich eine gute Idee, wenn wir vorbeikommen und helfen. Was das da genau wird, weiß ich nicht. Also es wird wahrscheinlich ein Beet sein, wie da vorne. Und da oben, da hängt dann noch irgendetwas. Da kommen wir dann wahrscheinlich am Schluss dazu. Ich finde es ist jetzt natürlich, weil oben dran Platten drauf sind, ist es viel stabiler. Macht auch gut etwas her. Ich finde, cool finde ich eigentlich die Säulen noch. Obwohl die beim Aufbauen sehr instabil sind. Sie sind zwar immer so versetzt, draufgesetzt, aber sind für sich alleine, sind nicht mit dem blauen Teil verbunden. Aber weil sie halt so unregelmäßig sind, ganz eine coole Struktur, finde ich eigentlich noch. Hat er das Video, gut, zu welchem Set hat er keins gemacht, gell? Aber ist sicher interessant, ich tue mir das mal anschauen auf jeden Fall. Hier mit diesen Jalousien. Ich weiß noch nicht, was der Sinn und Zweck ist, wenn man die Jalousien so hat. Ob es überhaupt welche gibt. Das könnte man noch vorstellen. Ich hätte es jetzt sinnvoll gefunden, sie wäre oben angemacht. Weil dann könntest du so ein bisschen so kippen, oder? Und ein bisschen gegen Kinder kippen. Aber dass eine Jalousie so angemacht ist, macht für mich wenig Sinn. Aber so sieht sie gut aus, oder? Absolut. Und ja, dann haben wir oben dran noch vorne dran noch die schönen Platten. Es wirkt an sich jetzt eigentlich schön abgeschlossen. Ich denke, mit der ganzen Dekoration, die noch kommt, gibt es sicher noch ein grosses Plus. Ich weiß nicht, warum hier hinten zum Beispiel keine Fenster sind, dass man ein bisschen mehr reinsehen würde. Oder wenn eben, man kann es aufmachen, aber es ist relativ düster. Da hätte man sicher noch ein bisschen helfen können, wenn es da hinten eigentlich noch... da ist die Jalousie. Ja, jetzt habe ich sie natürlich gerade weggenommen. Tipptopp. Ja, aber es hat sicher noch ein bisschen mehr Licht. Wenn es da bei dieser Seite noch ein Fenster hätte. Aber ich sehe jetzt auch gerade, es macht überhaupt keinen Sinn, weil dort ist die Stege. Ist ja so, wie es ist. So, gut. Aber es ist schon bald wieder eins jetzt dann. Ich tue jetzt noch gerade unsere Jalousie da flicken. Sonst der Techniker, der kostet das Vermögen, oder? Da wollte niemand zahlen. Oh. Ja, das ist jetzt natürlich nicht so gäbig. So, okay. Also wenn mal etwas abgeht, ist es nicht ganz so einfach, das nicht zu flicken. Mir ist noch gerade aufgefallen, ich habe noch ein Teil hier vergessen. Hier vorne gehört natürlich auch noch ein weißer Abschluss drüber. So, und da würde ich aber sagen, der Cyril von der Zukunft, der vom nächsten Donnerstag, befasst sich nachher mit dem Ganzen nochmal sortieren hier. Und dann gehen wir am ersten Stock. Und wenn ich schon mal ein bisschen weiter blättere, haben wir hier nachher auch noch einen ganz coolen Erker, der noch dazu kommt. Also so ein bisschen die Ausbuchtungen von diesen Fenstern und Räumlichkeiten. Ein paar Türen, die reinkommen, ein kleines Geländer mit einer Mini-Galerie und so. Ich glaube, der erste Stock wird mega, mega cool. Da dürfen wir uns freuen drauf. Und ja, ich glaube, eben das andere Thema mit der Gastro, das ist momentan ein endloses. Da könnte man noch ganz lange diskutieren, sonst können wir die Diskussion sehr gerne das nächste Mal fortführen. Aber ich müsste jetzt auch hier einmal zum Ende kommen, vor allem, wenn wir jetzt so einen mehr oder weniger guten Abschluss gefunden haben mit dem Boden vom ersten Stock. Wunderbar. Wir sehen uns, wie gesagt, nächsten Donnerstag wieder am 11 Uhr.
für Klemmbausteine, für all die sich gewundert haben, warum am Dienstag kein Dungeons Dragons oder Pen and Paper Podcast Stream war. Hier noch ganz schön eine Aufklärung. Ich habe das Ganze kurzerhand abblasen. Es tut mir leid für die das jetzt vielleicht cool gefunden haben. Ich persönlich habe es nicht cool gefunden. Es ist für mich eine sehr grosse Herzensangelegenheit, das Thema. Und so, wie ich das präsentieren bin ich überhaupt nicht zufrieden damit. Es hat wenig Logik dahinter gehabt, weil mir auch Zeit gefehlt hat, entsprechend das so aufzubereiten, dass ich es euch einfach und verständlich auch präsentieren kann. Und da macht es eigentlich am meisten Sinn, wenn man das ein bisschen aufbröselt, in kleinere Sessions, Podcasts und vielleicht auch mal ein YouTube-Video, verspreche jetzt aber noch nichts. Das wird sicher am meisten Sinn machen, da kann man reden und das nachher auch noch mit Animationen und Bildern hinter dran untermalen. Das heisst, künftig gibt es im 2-wöchigen Abstand von mir so Mini-Podcasts, wo wir kleine Themen werden aufgreifen. Das ist momentan noch in der Mache, da noch nicht allzu viel dazu. Einfach von dem her, sorry, dass wir dort einen Abbruch gemacht haben. Aber Dungeons & Dragons bleibt sicher bei uns auf brack.ch. Und ich wollte euch natürlich dort einfach die beste Experience, den besten Einstieg und guten Content können bieten. Und für das brauche ich ein bisschen Zeit und muss ein bisschen anders dran gehen, als wir das bis jetzt gemacht haben. Darum hat es am Dienstag dort nichts gegeben. Ich glaube, Nico und Steffi haben das am Montag schon erwähnt. Das nur noch mal hier am Rande. Danke vielmals für den guten. Ja, ich wünsche euch auch ganz einen guten Nachmittag, eine wunderschöne Zeit. Habt noch eine schöne restliche Woche. Und passt auf, wenn es gewittert zwischendurch, können es ein bisschen hageln offenbar. Habt euch Sorge. Und dann sehen wir uns in einer Woche wieder. Ich wünsche euch eine ganz gute Zeit und bis bald. Habt es schön.